basic idea is that there's a groove that I can follow that's exactly right for exactly right for. Sometimes when I try to reason, you don't seem to listen at all. I don't know if it's just a feeling, or if we. Hallo und herzlich willkommen mit mir auf Kidswitch zur ersten offiziellen Folge von Kidswitch Goes unter den Huben. Genau, ich habe heute mal so zwei Themen so rausgepickt, so Hochzeitsthemen, und habe gefunden, ich fange doch mal so ein bisschen mit dem Thema «Der Termin steht fest» und aus aktuellem Anlass «Die Einladungen gehen raus», weil langsam aber sicher drückt es ein bisschen. Aber ich fange doch zuerst mal mit dem «Termin steht fest» an. Also der Stefan, der hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden am 12.09. im 16. Wo ich natürlich bravourös Ja gesagt habe. Und auf diesen Antrag komme ich auch mal noch in einem anderen Video zu sprechen, weil der war grandios. Und wir sind jetzt 7,5 Jahre zusammen und in diesen 7,5 Jahren haben wir natürlich ab und zu wegen Hochzeiten geredet, vor allem ich habe verdammt geleiert wegen Hochzeiten. Und wir sind eigentlich schon immer so ein bisschen einig gewesen, wir werden mal so eine Herbsthochzeit haben, eher im September, weil wir sind nicht wirklich Sommermenschen. Also wir haben nicht wahnsinnig gerne heiß. Perfektes Wetter im Moment, es ist etwa 30 Grad, also wir haben das gar nicht gerne. Und ja, eben. Darum ist für uns eigentlich so September, Oktober, aber da uns irgendwie der September ist irgendwie so unser Lieblingsmonat, dann fängt der Herbst einfach an. Für uns war eigentlich klar gewesen, doch September. Und was ganz lustig ist, die Location haben wir auch beide genau die gleiche gesagt, wo wir gerne hergehen wollen. Und wir sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen. Auch auf die Location gehe ich dann mal noch ein. Aber bei dieser Location ist es ein bisschen speziell. Die sind wirklich so auf Hochzeiten ausgerichtet. Also die machen nichts anderes als das. Und wir haben gewusst, im 17. können wir es wirklich einfach vergessen. Also heisst es für uns automatisch September 18, hallo, willkommen. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut wegen dem Wochenende. Und Anfang September eher weniger, weil ich habe so am 12. September habe ich Geburtstag und das feiere ich auch immer noch mega gerne. Ich tue wirklich jeden Geburtstag zelebrieren, feiern wie die kleine Prinzessin mit Glitzerstopp und Unicorn. Ich liebe Geburtstag. Und dann haben wir so gefunden, so Ende September, und dann ist es so, der 22. September, haben wir gesehen, angerufen dort bei Location, sie haben noch einen Platz frei gehabt, und dann war das unser Datum. Mega schnell gegangen, glaube ich, etwa 2 oder 3 Wochen nach der Verlobung haben wir schon gewusst, wann wir heiraten wollen. Und das ist wirklich etwas vom Angenehmsten, was es gibt, wenn man einfach schon mal ein Datum hat und irgendwie mal schon etwas reserviert hat. Dann hat man einfach schon mal so viel, das beruhigt recht. Dann haben wir uns überlegt, wegen dem Ziviler. Die meisten machen ja das so, dass sie irgendwie 2 Wochen oder eine Woche vorher oder vielleicht sogar am Freitag den Ziviler, am Samstag heiraten. Und ja, wir wollten das eben eigentlich nicht wollen. Und haben uns überlegt, so, ja, jetzt warten wir mega lang, also lass es 2017 durchgehen, dann hast du erst 2000, es geht einfach mega lang. Warum heiraten wir nicht einfach ein Jahr vorher? Ja, dann hast du schon irgendetwas, wo du kannst so ein bisschen, ja, kannst du ein bisschen heiraten, dich schon ein bisschen auf etwas einstellen, etwas planen und dann das Jahr darauf das schöne grosse Fest. Und es ist lustig, es haben mich auch viele gefragt, warum wir das so machen, und das ist doch voll komisch und so. Und ich finde es eigentlich überhaupt nicht komisch. Es ist irgendwie so eine Zeit es ist, du ein bisschen abkürzen, du hast irgendetwas vor allem mal abgeschlossen. Es ist, so ein bisschen, ja, es ist halt auch eine finanzielle Frage. Oder? Du hast einfach mal den Ziviler abgeschlossen und so weiter und so fort. Und dann hast du ein Jahr Zeit, einfach wirklich dich auf diesen Tag vorzubereiten. Also für mich persönlich, es ist halt nicht so, dass du wirklich den ganzen Hochzeitsflash auf einmal hast. Du hast wirklich halt die Hochzeit und dann hast du das halt schon wieder ein bisschen durch und dann kommt noch ein Tag. Das finde ich vielleicht auch blöd. Ich persönlich finde es mega cool. Und darum machen wir das so. Und beim Standesamt sind wir wirklich eigentlich sehr, sehr im kleinen Kreis mit den Trauzeugen und mit der Familie. Dann machen wir das, unterschreiben, zahlen mehr Steuern, gehen ein mega feines Apero in unserem Favorite Restaurant im Bären Schöppen, wo ich das coole Wurstvideo gemacht habe. Und es gibt Würste. Es gibt Würste. Und Fleischplatte weiss der Teufel nicht was alles. Das seht ihr sicher alles auf Fotos etc. etc. Und dann tun wir mit den Trauzeugen in Schwarzwald. Und
das ist unser Standesamt. Und ich habe ein mega schönes Kleid und so, und das ist eigentlich schon alles. Und das ist ein bisschen zu unseren Daten, was so ein bisschen speziell ist. Also einfach 22. September, 17 und 18. Das sind unsere Tage, unsere Hochzeitstage, und ich freue mich mega drauf. Und es geht wirklich nur noch 3 Monate. Es geht so schnell vorbei, das ist wirklich so krass. Erst bin ich verlobt, wir waren in der Dominikanischen Republik und BAM! Geht es noch 3 Monate und wir sind verheiratet und haben ein Leben. Gut. Zu den Einladungen. Ich habe am Anfang wirklich für das Standesamt wirklich nichts Grosses machen, aber dann habe ich nicht gefunden, ich möchte eben gleich und so. Und jetzt habe ich sogar auch noch Einladungen gemacht bei Kartenmacherei. Kann ich übrigens wirklich empfehlen, wer jetzt nicht so wie ich irgendwie kann im Photoshop, du weißt, also etwas einfach so, die haben mega schöne Designs und es ist wirklich einfach, so eine Karte zu gestalten. Kommst so mega schnell über, und ich habe jetzt eben die bekommen und darum habe ich jetzt das Thema auch noch genommen. Moment. Ich sollte die unbedingt losschicken, die kommen hier in diesem Päckchen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es eben einfach designt und so. Und noch ein bisschen Sachen dazu bestellt, wir schauen jetzt die mal an. Hey, da geht's. So, und herzig, das ist es aber verpackt, ich habe darum auch schon andere, also so Geburtstagseinladungen bestellt. So, als Liebe geprüft, gedruckt, verpackt, oh wie süß. Und da haben wir schon die Einladung. So, was haben wir da schon noch drin? Hurra, sie heiraten, der zeigt sie die Vielfalt, blablabla, da ist auch noch eine Werbung. Die Rechnung, gut. Wir haben jetzt ein blaues Seidenpapier, das tue ich aber auf die Seite, das ist noch gäbig zum Einpacken. Also, das ist ein bisschen auf der Seite, und hier haben wir, hier haben wir so Zusätze, das ist, ich mache dann so kleine Gastgeschenke für die dann kommen. Und für das habe ich so runde Plakettchen bestellt. So in diesem Kraftpapier-Look. Stefan macht sicher noch ein Foto, dass man es ein bisschen besser sieht. Und dann mache ich weiss nicht, ob ich einen Schnaps mache oder irgendwie einen Konfi. Dann mache ich sicher auch noch ein Video dazu, was ich dort genau mache. Und auf diesen Teilers hier heisst «It's dangerous to go alone, take this, Dennis und Stefan». Das ist ein Spruch oder ein Satz aus einem Spiel, aus einer Spielserie, Zelda. Und ja, wir sind halt ein bisschen Nerds und so, das soll man einfach auch ein bisschen spüren, und darum habe ich das hier drauf geschrieben. Und dann gibt es irgendwie so etwas in einem Mama-Trank, Lebenstrank, keine Ahnung. Habe ich auch herzig gefunden, und dazu gibt es einfach noch so Bindchen, einfach rote Bändchen, die zum Herzchen passen. Das kann man dann so drum tun und dann irgendwie eben um ein Schnapsfläschchen oder so. Ich habe das noch herzig gefunden, so als Merci, dass ihr gekommen. Und merci, dass ihr wieder geht, liebe Familie. Nein, also, das. Dann geht es weiter. Ich glaube, die machen wir am Schluss. Ich glaube, das sind jetzt eben die Karten. Dann geht es weiter. Hier, da habe ich das sind einfach rote Briefumschläge. Du kannst gut dazu bestellen in der richtigen Farbe. Aber du musst nicht verdammt viel studieren. Das finde ich noch gut. Manchmal ist, wenn ich studiere, auch angenehm. Einfach das rote Umschläge. Dann sollte es eigentlich noch weitergehen. Was ist das schon wieder? Ich weiß schon gar nicht, was ich alles bestellt habe. Ah ja, ich weiss, was es ist. So. Ich habe einfach noch einen Kleber bestellt. Mit unserer Adresse drauf. Wo einfach eben unsere Adresse ist drauf, einfach auch so mit dem roten Herzchen, die dann hinten hier auf die Umschläge kommen, dass die Leute wissen, von wem das kommt. Es steht einfach drauf, Dennis und Stefan Bald-Lehmann. Tada! Das habe ich auch herzig gefunden, einfach wieder mit dem Herzchen-Logo-Zeug drauf. Und jetzt geht es los. Eben, das sind jetzt die Einladungskarten. Da gehe ich mal schwer davon aus. Und ich bin ganz fest gespannt, ob ich nicht einen Tippfehler oder so gemacht habe. Aber das Coole ist, wenn du es bestellst, dann müssen sie es zuerst noch prüfen. Also ich nehme an, sie lesen es durch, und wenn es irgendwie komisch ist, dann schreiben sie dir vielleicht ein Mail oder so. So, hier wäre jetzt da die Einladungskarte. Dem Kraftpapier, das habe ich auch schön gefunden. Und Stefan übrigens auch, er hat eigentlich das Design ausgesucht. Das ist wahr. Ich habe ihn wirklich gefragt, habe so zur Auswahl gestellt, dass mir am besten gefallen, und ihm hat es am besten gefallen. Und auf der Vorderseite steht einfach Einladung, Dennis und Stefan, Stefan mit PH.
Er hockt unten da. Nein, mit F. 22. September 2017. Und dann, wenn man es auftut, sieht es so ein bisschen so aus. Aber Stefan macht sicher noch ein paar Fotos, dass man es ein bisschen besser sieht. Und auf der rechten Seite steht «Hey, listen». Das ist auch von der Zelda-Serie. Das ist so, bei Ocarina of Time ist das so eine Fee, wo jedes Mal, wenn sie ihnen helfen will, so wie du zum Beispiel irgendwie etwas musst angreifen oder so, sagt sie so «Hey, listen!» Und dann musst du oben auf einen Knopf drücken und dann tut sie dir irgendetwas ablehnen und sie nervt eigentlich meistens mehr, als dass sie hilft. Und dann eben «Hey, listen, wir heiraten!» Dann, nach 7-jähriger Probezeit wollen wir am 22. September 2017 standesamtlich heiraten. Wir geben uns das Ja-Wort im Standesamt in Biel. Ich sage das nicht. Sonst steht er plötzlich noch vor der Hütte. Oh mein Gott, es ist irgendwann am Nachmittag. Nach der Trauung möchten wir mit euch im Restaurant Bern in Schöpfen anstoßen und mit euch den Nachmittag genießen. Also einfach und schlicht, aber ich finde es noch schön, dass du etwas bekommst, so etwas Offizielles. Und dann auf der linken Seite habe ich gefunden, das kannst du jetzt nicht einfach leer lassen. Und der Stefan und ich bei der Mikro-Clubschule haben wir einen Klingonisch-Kurs gemacht. Für die nicht wissen, was Klingonisch ist, Star Trek, das ist so eine Serie, Filmserie, bla bla und so weiter und so fort, die im Weltall spielt, jetzt Außerirdische, die sind eben Klingonen und die haben eine eigene Sprache. Also, und es ist wirklich eine Sprache, die es gibt, mit etwa einem Wortschatz von 3600 Worten. Wir waren in einem Sprachkurs und habe gefunden, hey, jetzt nutzt du das aus und du hier einen klingonischen Satz oben nachher und unten nachher ins Deutsche. Und ich weiss jetzt eben nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Es ist relativ schwierig, aber ich kann es mal probieren. Oder nicht? Ich sage, «Soch du Chabe boch Judge Rur, Chof Judge Boch Ram». Es sollte heißen, ein Tag, der dich nicht besitzt, ähnelt einer Nacht, die keine Sterne besitzt. Oh mein Gott, wie kitschig! Ich habe das so schön gefunden. Und einfach noch ein bisschen, ja, es passt einfach zu uns. Und hinten drauf ist eigentlich noch so ein Stefan Dalt-Lehmann und unsere Adresse. Und die müssen jetzt unbedingt gepackt werden und verschickt werden. Spätestens nächste Woche würde ich das gerne los, das Zeug. Und das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert und ich bin gespannt auf die nächsten Videos und bis gleich. Tschüss!